Meine liebsten Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Need for Speed Underground. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Energy Mirko. Und ich sehe, mit diesem Part stimmt etwas nicht. Es ist bei den anderen Parts, haben wir aber ja den MX5 gefahren. Und viele Leute fragen sich jetzt sicher, warum wir nicht das Auto tauschen. Wir können eigentlich den MX5 wieder nehmen. Das stimmt, ja. Machen wir jetzt so. Ich habe einfach das andere Auto genommen, weil ich etwas wollte testen, ob alles zusammen richtig funktioniert. Genau, und heute haben wir ja den 1. August. Ich wünsche euch allen einen schönen 1. August. Und ich hoffe, ihr seid gut in den 1. August reingestartet. Heute ist irgendwie ein komplizierter Tag, finde ich. Weil heute ist eigentlich Samstag. Aber es ist so wie ein Sonntag und für viele Leute ist das sehr kompliziert. Wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Mitbewohnerin bei uns, wo das auch sehr kompliziert ist, wo das irgendwie auch nicht verstehen kann, dass es irgendwie wie ein Sonntag ist. Und ja, egal, um das soll es ja gar nicht in diesem Part gehen. Es soll in diesem Part darum gehen, dass wir weitere Rennen fahren. Genau, so, wir gehen mal direkt auf die Rennkarte. Denn wir haben dort ein kleines Turnier vor uns im FWD Downtown. Und bevor das losgeht, möchte ich jetzt kurz etwas nachschauen. Weil ich bin ja, es ist eigentlich aber mit dem Lenkrad gefahren, glaube ich. Genau, für ein bisschen zum Üben, ob das so mit dem Lenkrad wird gehen. Aber mir ist aufgefallen, dass es nicht mit dem Lenkrad geht. Deswegen tue ich wieder alles richtig einstellen. Vom Audio her. Wo ich ja dann auch hören wie wenn ich muss schalten, weil ich bin ja dann manuell gefahren. So, stelle ich wieder auf automatisch rein. Hat es jetzt auf automatisch reingestellt? Ja, hat es nicht. Sehr gut. Okay, weil ich bin also schon mit dem G27 gefahren. Im Need for Speed Underground für ein bisschen zum Üben, ob das auch mit dem Lenkrad wird gehen. Und mir ist aufgefallen, dass es nicht mit dem Lenkrad geht und deswegen fahre ich lieber mit der Tastatur. Genau, so, wir gehen mal direkt auf die Rennkarte. Denn, wie ich schon vorhin gesagt habe, haben wir dort das Turnier vor uns im FWD Downtown. 4 Runden gibt es zu fahren, das heisst, es sind aber so ca. 12 Runden, die es gibt zum Fahren in diesem Turnier. Weil 4 plus 4 macht 8 und nochmal 4 macht 12. Und das Turnier, das machen wir jetzt einfach mal. Inner City, die Fakten. Stell dir drauf, gemotzte Schritte mit Frontantrieb. Gewinnst du hier schon mehr Leistung auf deiner Einkaufsliste. 6205 gibt es für das Turnier, wenn wir das gewinnen. Und ich würde sagen, das Turnier machen wir jetzt einfach mal. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir das gewinnen. Es kann sein, dass wir das nicht gewinnen, aber wir hoffen es jetzt mindestens schon, dass wir das gewinnen. So, wieder mal ein bisschen geiler Soundtrack am Start. Und ich würde sagen, los geht's, oder? Fängt schon mal sehr gut an, wir haben keinen guten Start verwünscht, aber wir sind momentan jetzt in der Führung, weil wir die Abkürzung genommen haben. Und die anderen die Abkürzung nicht genommen haben. Genau. Ups, da wäre ich fast ins Auto reingefahren. Ja, also mit der Tastatur ist es manchmal aber auch schwierig zu lenken. Weil, das hat man jetzt vorhin gesehen, wie ich vorhin in die Mauer reingefahren bin, weil es mich vorhin fast halb gedreht hat. Und deswegen, ja, muss ich auch sagen, dass es mit der Tastatur auch sehr schwierig ist, aber mit dem Lenkrad ist es viel schwieriger zu lenken. Genau. Und deswegen fahre ich auch ohne Lenkrad. Weil es sehr schwierig ist, mit dem Lenkrad zu fahren.
Wo es viel einfacher ist, mit der Tastatur zu fahren. Deswegen fahre ich mit der Tastatur. Genau. Ups, da wäre ich fast in die Schleuder reingekommen, aber das habe ich noch gut kontrollieren. So, gehen wir wieder da durch die Abkürzung durch und hoffen, dass kein Gegenverkehr kommt. Sehr gut, dass kein Gegenverkehr kommt. Wir sind momentan schön in der Führung. Und wir sind in der zweiten Runde von 4. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass es schon nach einem Sieg aussieht, aber es sieht schon mal sehr gut aus. Wenn wir da so weiterfahren, gewinnen wir das erste Turnier im FWD Downtown, also das erste Rennen von diesem Turnier. Wow, habt ihr das gesehen? Da wäre ich fast ins Gegenauto reingefahren, also fast in den Gegenverkehr reingefahren. Aber zum Glück nicht ganz. Wow, ist das knapp gewesen. Zum Glück kann ich da noch ausweichen. Nein, die Kurve ist gemein. Die Kurve ist so etwas von frech. Die kann man ja gar nicht gut nehmen. Weil sie so eng ist. Also wenn man sich da Mühe gibt bei dieser Kurve, kann man sie schon gut nehmen. Aber die ist so eng, dass man sie meistens selber nicht gut nehmen kann. Na komm schon, Taxi. Wollt jetzt nicht abküssen? Schon am 1. August. So. Bis jetzt sieht es eigentlich recht gut aus. Dritte Runde von 4. Wir sind momentan schön in der Führung. Haben ein schönes Taxi abgeknutscht in dieser Runde. Und nochmal das Auto abgeknutscht. Oh mein Gott! Ja, könntest du dich endlich mal verpissen? Siehst du das eigentlich nicht, dass ich da auf der Rennstrecke am Fahren bin? Granatenauto da. Ja, wahrscheinlich merkst du es auch nicht, dass ich da auf der Rennstrecke am Fahren bin. Ne? So, wer verliert das Rennen jetzt? Jetzt etwas mit dem blauen Auto zu tun. Wo ich reingefahren bin. Im Gegenverkehr. Aber bis jetzt sieht es eigentlich recht gut aus. Oh mein Gott, da kommt er schon wieder. Pinkiger Ford. Da müssen wir gut aufpassen, ne? Nicht nur, dass da wir irgendwie einen Fehler machen. So, passt auf. Zweitletzte Kurve. Und ich spüre es schon, dass unser Auto wieder entgegenkommt. Was ich jetzt mindestens nicht hoffe. Ah nein, läuft eigentlich alles zusammen gut. So, das Rennen haben wir gewonnen. Zum Glück ist noch kein Gegenauto mehr in die Quere gekommen. Wir sind momentan erst mit 8 Punkten, Scott ist zweit mit 6 Punkten, Terry ist dritt mit 4 Punkten und Priest ist viert mit traurigen 2 Punkten. Das ist ja wirklich nicht so viel 2 Punkte. Es gibt natürlich auch nicht so viele Punkte, wenn man letzt wird. Kann ich natürlich auch verstehen, wenn man erst wird, gibt es natürlich am meisten Punkte, dann gibt es 8 Punkte. So, zweites Rennen vom FWD Downtown Turnier. Und irgendwie kann ich das Spiel nicht ganz verstehen, weil das Trupp von vorher geheißen, beim Losfahren 3, 2, 1, go. Eigentlich sollte es ja heißen 3, 2, 1, los, weil ich es ja auf Deutsch habe eingestellt. Aber ja gut, ich sehe, das Spiel ist eigentlich auf Deutsch. Und deswegen komme ich auch nicht so ganz nach, warum es vorher geheißen 3, 2, 1, go. Also wenn wir das Rennen auch gewinnen, dann macht es auch nicht, wenn wir beim letzten Rennen letzt werden. Weil dann haben wir das Turnier so oder so gewonnen.
Aber das Rennen müssen wir noch gewinnen. Wir müssen entweder erst, zweit oder dritt werden in diesem Rennen. Damit wir im nächsten Rennen auch noch eine Chance haben. Na gut, wo ist der Squad? Der ist sicher zweit. Das heisst, wenn der zweit ist, wird es eine ganz interessante Geschichte zwischen uns beiden. Ja, Scott ist zweit. Das heisst, ich muss sehr gut aufpassen, nicht nur, dass ich da letzt werde in diesem Rennen. Sonst kann ich mir das gut abschminken, dass ich im letzten Rennen nicht muss erst werden. Genau, solche Fehler dürfen einfach nicht passieren. Der hat mich schön abbremst. Nein, jetzt ist das Scott wieder hinter mir. Die eine Variante wäre jetzt, ich renne vorbei und rammen in der ersten oder in der letzten Runde, also in der zweiten oder in der vierten Runde. Das wäre eine Möglichkeit. Oder die zweite Möglichkeit wäre, dass ich Konzentration mehr habe und schaue, dass ich keinen Unfall mehr baue. Das wäre die zweite Möglichkeit. Aber manchmal ist es halt auch schwer, die Need for Speed Underground zu gewinnen, wenn man das Rennen im Schwer fährt, auch wegen dem Gegenverkehr. So ein Trackrennen, das kann man natürlich schon mehrmals fahren. Aber so ein Rundkurs mit 7 Runden oder mit 6 Runden, wenn man das verliert, dann sind die Nerven am Ende, ich sage es euch. Und es gibt auch Rundkurs hier in Need for Speed Underground, wo man 7 oder 6 Runden muss fahren. Und wenn man dort schon in der letzten Runde einen Fehler macht, wenn man die ganze Zeit bei den anderen Runden ist in Führung war, dann schämt man sich natürlich schon nicht, dass man das Rennen wieder normal muss fahren, also wieder neu muss fahren. Das wollte ich sagen, genau. Na gut, da habe ich jetzt nicht dafür können, Da ist er einfach mehr in die Quere gestanden, da habe ich nicht dafür können, da habe ich auch nicht ausweichen. Ich habe es mindestens versucht auszuweichen, aber es ist nicht gegangen. So, schauen, dass ich da keinen Unfall mehr baue, das sieht schon mal sehr gut aus. Wir sind in der letzten Runde und das Rennen haben wir, glaube ich, gewonnen, oder? Ich sage jetzt wieder noch nicht, weil jetzt kommt natürlich noch eine böse Bande. Hier ist die böse Bande. Wenn wir dort stecken bleiben, dann wird es ganz böse. Was wahrscheinlich auch in den anderen Rennen auch wird passieren, dass wir dort in dieser blöden Bande werden stecken bleiben und dann sagen auch, der Sieg werden vergeben. Genau. Aber bis jetzt sieht es eigentlich recht gut aus. Wir sind erst mit 16 Punkten. Das sieht schon mal sehr gut aus und ab zum letzten Rennen. Und wenn wir das letzte Rennen auch noch gewinnen, dann bekommen wir Lichtbau, Aufhängung und Nitro. Also eigentlich bekommen wir schon Lichtbau, Aufhängung und Nitro, wo wir das Turnier eigentlich schon gewonnen haben, von den Wertungen her. Aber es kann sein, dass wir in diesem Rennen letzt werden oder erst oder zweit oder dritt werden, weil das Rennen ist endlich schwieriger. Und wegen dem Gegenverkehr und so. Wo es in diesem Rennen sehr viel Gegenverkehr gibt. Und auch sehr böse Banden gibt, so wie hier zum Beispiel. Nein, jetzt hat man es gesehen, wie böse die Banden sind. Aua, das hat weh getan. Also, 2 Fahrer schon davon. Das ist aber kein Problem. Wo wir das Rennen schon gewonnen haben, also das Turnier. Das Rennen haben wir ja noch nicht gewonnen, aber das Turnier haben wir gewonnen.
Mal schauen, wo Scott ist. Ah, Scott ist sicher zweit. Sicher kein Problem, dass er momentan zweit ist. Genau, Scott ist zweit. Okay, sehr gut. Vielleicht kann ich noch ein bisschen rammen. Damit er verliert. Damit ist die Chance besser steht, dass wir das Rennen gewinnen. Aber ich sehe, der Ford kurz vorne, der gibt schon mal ziemlich Gas. Das aber für uns kein Problem wird sein. Weil der ja glaubt, in den zwei letzten Rennen, was ist es, dritt oder viert? In den zwei letzten Rennen, also er da vorne darf ruhig gewinnen. Und ich sehe, der letzte ist 11 Sekunden hinter uns. Was verdammt viel ist. Was eigentlich nicht so sein sollte, wenn man im Schwer fahren. Es sollte eigentlich anders sein, dass die anderen 2-3 Sekunden hinter uns sind. Oh mein Gott! Hätte ich nicht mitgerechnet, dass ich den Fehler mache. Aber ja, bis jetzt sieht es so aus, dass wir zweit würden werden. Und nicht erst. Was aber kein Problem wird sein. So, jetzt sind wir momentan erst. So, ich sehe, Scott ist hängen geblieben. Sehe ich. Ist wahrscheinlich auch in Gegenverkehr gefahren. Der gute Scott. Wahrscheinlich denkt er sich, ja gut, ich gehe zuerst mal einen Cheeseburger essen. Und dann holen ihn den Energy Mirko wieder auf. Oder vielleicht hat er auch noch heute schnell Kaffee, das kann auch sein. Kann sein, dass er heute schnell wegen Kaffee ne? Das ist ja kein Problem, wenn er schnell wegen Kaffee kann er ruhig machen. Also, es sieht so aus, als der Ford Focus wird gewinnen. Was schon mal ein gutes Zeichen ist. Also wenn jetzt das Scott würde erst werden und wir würden letzt werden, dann habe ich das Gefühl, dann würde es noch eine interessante Geschichte zwischen uns beiden werden. Aber ich glaube, das Rennen müssen wir jetzt nicht mehr gewinnen, oder? Ich bin nicht so ganz sicher, ob wir das Rennen auch müssen gewinnen oder nicht. Aber ich habe gemeint, das Rennen müssen wir nicht mehr gewinnen, wenn wir schon bei den anderen zwei Rennen sind. Erst worden. Ja, sieht aus nach einem Sieg in diesem Turnier. Aber ich glaube, wir müssen das letzte Rennen nicht mehr fahren, oder? Ja gut, wir werden es am Schluss merken. Und wir das letzte Rennen nochmal müssen fahren. Oder nicht, aber ich habe gemeint, es ist ja so, dass wir das letzte Rennen nicht mehr müssen fahren. Ja, erst auf der Tabelle sind wir. Unser Auto kommt aufs Cover, wir bekommen 6205. Das heisst, wir müssen das letzte Rennen nicht mehr fahren, auch wenn wir zweit sind worden. Und wir bekommen Level 1 Lichtbau, Level 1 Aufhängung und Level 1 Nitro. Sehr cool, Prämie einsammeln. Option! Toll, da du jetzt auf Option Auto abgebildet bist, wird dein Wagen in Frankreich voll berühmt. Das stimmt. Option Auto, so.
Als nächstes haben wir das Zeitfahren, das wir müssen fahren. Aber zuerst wollte ich noch Lichtbau erstens mal reinbauen. Zweitens mal wollte ich Aufhängungen reinbauen. Und drittens mal wollte ich noch Nitro reinbauen. So. Und ich würde sagen, das Auto können wir eigentlich wieder ändern. Da können wir eigentlich auch mal was anderes nehmen. Die Frage ist einfach, welches. Wir haben mega Auswahl, die ich mir jetzt sehr schwierig werde tun. Aber ich glaube, so einen Ford Focus wäre eigentlich noch gut. Komm, den nehmen wir. Sehr gut. Und mit dem fahren wir jetzt noch das Zeitfahren. Ah, das Zeug taugt nichts. Diesen Müll kann jeder kaufen. Vertrau mir, du willst das nicht. Hey, ich hab, was du brauchst. Wach auf. Es gibt einfach Sachen, die man nicht kaufen kann. Ich bin die Einzige, die es hinbekommt. Hast du geglaubt, dieses Upgrade würde dich nichts kosten? Lachhaft. Gefängnisabspruch. Lock-up von Samantha. Die Fakten. Schaffst du es in 2 Minuten und 32 Sekunden zum Startgefängnis direkt am anderen Ende des John Netown Tunnels? Ja, probieren wir mal. Das war mir natürlich auch im schwer. Probieren wir das mal, ob wir das schaffen. Tun wir die noch ein bisschen im Gefängnis ein bisschen beeindrucken, damit die auch noch ein bisschen rennen schauen, ne? Immer schön der Gegendienst raus, mit unserem Ford Focus. So, das war jetzt vorhin Nitro, den ich gezündet habe. Wir müssen aber gut überlegen, wenn wir es mit der Nitro zünden wollen. Weil, oh mein Gott. Ich glaube, damit kann ich schon wieder neu starten, weil ich merke, das lenkt so schnell. Genau, weil das Nitro tut sich aber darum nicht aufladen bei Need for Speed Underground. Und deswegen müssen wir gut überlegen, wenn wir das Nitro zünden wollen. Deswegen, genau. So, das mal nehmen wir nicht die Abkürzung nehmen, weil ich halt genau weiss, dass das Auto wieder entgegenkommt. Also da nicht, müssen wir abbremsen wegen der scharfen Kurve. So. Hat wahrscheinlich jetzt auch einige Zeit gekostet, aber nicht so viel. Ich glaube, eben so 2-3 Sekunden Zeit hat es gekostet. Ist aber nicht so tragisch. Bei Need for Speed Hot Pursuit wäre es jetzt zum Beispiel tragisch, wenn man in die Mauer reinfahren würde, in einem Zeitrennen, und dann zieht es eine Sekunde ab. Genau. Aber bei Need for Speed Underground ist es nicht so. Und ich finde eigentlich Need for Speed Underground ist ein hammergeiles Spiel. Ich weiß auch nicht, wie ihr das seht. Könnt es gerne mal in die Kommentare hineinschreiben. Und ich weiss, ich spiele mit Texturmod, damit das Spiel schöner aussieht. Das weiss ich. Aber ich habe das extra gemacht, damit es auch ein bisschen schicker aussieht, damit ich auch ein gutes Let's Play machen kann. Und damit ich nicht nur ein langweiliges Let's Play machen kann. Genau. So, 35 Sekunden haben wir noch Zeit für den Sieg. Bis jetzt sieht es eigentlich nach einem Sieg aus. Ja, das lenkt locker, das sehe ich schon von hier. Ich denke, da werden wir am Schluss noch 4 oder 3 Sekunden übrig haben.
Oder sogar 2 Sekunden, oder? Ja, 3 oder 2 Sekunden haben wir noch am Schluss übrig gehabt, damit wir das Zeitrennen nicht gewonnen hätten. Aber jetzt, wir haben noch 2 oder 3 Sekunden übrig gehabt und damit haben wir das gewonnen. Die Waage erscheint bei Autopress. Oh cool, bei Autopress. 150 Konto werden auf unser Konto geschrieben. Klasse Fahrstil. Samantha bietet dir an, aus den folgenden Motorhupen auszuwählen. Gang zur Streckenkarte, um dir deine Prämie zu holen. Machen wir doch sehr gern. Ich statte gerne Sieger aus, daher kriegst du jetzt ein einzigartiges Wagen-Upgrade. Oh yeah, und jetzt wird's interessant, ich sage es euch. Dann haben wir erstens mal GeForce, das könnte man nehmen. Dann haben wir erstens mal Formula Style CF, dann haben wir Speed CF. Und ich würde mich entscheiden zwischen Formula Style CF und zwischen Speed CF. Wo ich mir jetzt wieder sehr schwer tue, weil ich tue mich meistens auch beim Tuning sehr schwer. Aber ich glaube, wir nehmen Speed CF. Und weil wir jetzt alle Level 1 Upgrades haben von der Leistung, wird jetzt unser Auto bei Autopress aufs Cover kommen. Oh Mann, du bist auf dem Cover von Autopress. Alles overtunen. Sehr cool, ich glaube Zeitungsschrift. Sieht schon mal sehr cool aus, die Zeitungsschrift. So, ich würde sagen, das ist es mit dem Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Dann lasst doch sehr gerne ein Like da, wenn euch der Part gefallen hat. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen August. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin aus, euer Energy Mirko. Euch noch alles Gute. Bye bye.